SRF Kids Hörspiel. SRF Kids Hörspiel. Dein Podcast. Guten Morgen, Spatz. Zeit zum Aufstehen. Guten Morgen. Warum? Ich bin krank. Hör auf. Ich weiss, du bist nicht krank. Es ist der erste Schultag nach der Weihnachtsferien. Die Kinder sitzen jetzt wieder in ihren Klassenzimmern und arbeiten. Nur die Nike ist noch daheim. Sie hat auf einmal so fest Bauchweh bekommen, dass sie sich ganz eng unter der Bettdecke zusammenruggeln musste. Spatz, bitte. Dann sag mir wenigstens, was los ist. Ich weiß es doch selber nicht. Bauchweh. Also gut. Ich schicke dem Herrn Hasler ein SMS, dass du heute nicht kommst. Aber du weißt, es ist wichtig, dass du in die Schule gehst, Nike. Ich habe schon 100-mal gesagt, dass ich meinen gestellten Namen nicht mehr hören will. Die Mutter steht auf und geht ohne ein Wort sagen aus dem Zimmer. Nach einer Weile hört die Nike, wie sie die Haustüre zuschlätzt. Oh Mist. Nike steht auf, sucht ihre ganzen Stofftiere und alle Küsse und Decken aus der Wohnung zusammen, schleppt alles in ihr Bett und baut sich damit eine Höhle. Heute bleibe ich den ganzen Tag hier drinnen und morgen bin ich wieder gesund. So, jetzt haben es also alle gehört. Ich hasse meinen Namen. Und zwar genau seit dem Tag, wo wir in der Schule ein grosses Fest gefeiert haben. Die Schulleiterin hat laut die Namen von allen Schülerinnen und Schülern vorgelesen, die in irgendeinem Fach besonders gut waren und dafür eine Auszeichnung bekommen haben. Ich war auch unter den Gewinnerinnen. Der Preis für außergewöhnliche mathematische Leistungen geht dieses Jahr an Nike Lüdi. Hat die Schulleiterin laut und deutlich gesagt. Und alle im ganzen Saal haben es gehört. Ich habe gemeint, ich müsste sterben. Sie hat Nike gesagt. Nike. Ich heisse nicht Nike. Ich heisse Nike. Und als Nike dann am nächsten Morgen über den Pausenhof gelaufen ist, hat der Stefan aus der 6b prompt rufen: Nike, Nike, I don't like. Und alle haben mich angestarrt. Ich war am liebsten im Erdboden versunken. Irgendwie hat Nike den Tag überlebt. Aber als sie am nächsten Morgen verwacht ist, Hatte ich so fest Bauchweh, dass ich nicht aus dem Bett gekommen bin. es hat mehrere Tage gedauert, bis sie wieder in die Schule gehen konnte. Es ist einfach nicht gegangen. Die Nike geht in die 5C. Sie sind 26 Schülerinnen und Schüler in der Klasse. Das macht zusammengerechnet 52 Füße, die durch den Schulgang trampeln, und 260 Zehen. Das sind viele Zeichen. Die Nike darf gar nicht daran denken, sonst wird ihr gerade trümmelig. Immer, wenn mir in der Schule trümmelig wird, versuche ich mich auf den Ventilator zu konzentrieren. Der hängt im Klassenzimmer über der Tür und der macht so einen Lärm, dass es einem das ganze Hirn füllt. Das tut gut, dann können nämlich alle Gedanken in Ruhe davonfliegen. Einmal, kurz vor der Weihnachtsferien, wo ihre Gedanken gerade wieder einmal davongeflogen sind, ist plötzlich der Herr Hasler vor ihr gestanden. Das ist mein Klassenlehrer. Der ist eigentlich ganz okay. Hallo, hallo, Erde an Raumschiff, bitte kommen. Der Herr Hasler hat es ganz freundlich gesagt. Aber wo dann auf einmal 50 Augen die Nike angestarrt haben und 25 Müller haben angefangen zu grinsen, ist es wieder passiert. Etwas Ekliges, Klebriges, Schwarzes hat in meinem Bauch anschwellen. Und mein ganzer Körper hat angefangen zu zittern. Die Nike weiss nie, wenn das grusige, klebrige Schwarze auftaucht. Aber immer wenn es passiert, ist es ganz schlimm. Und ich bin wie gelähmt.
So wie an dem Tag, wo der Herr Hasler plötzlich vor mir gestanden ist. Alle sind still und haben darauf gewartet, dass Nike endlich etwas sagt. Hallo. Hey, Nike ist aus dem Klassenzimmer gestürzt, hat im Gang aussen die Jacke und die Schuhe angezogen und ist davon gelaufen, ohne jemandem etwas zu sagen. Auf dem Heimweg hat sie sich gefragt, was die Mia echt denkt. Die Mia ist meine beste Freundin. Sie kann super gut zeichnen, weiss alles über Tiere, tut gerne Probleme lösen und ist extrem mutig. Zusammen mit der Mia fühlt sich Nike einmal stark. Und alles in mir wird hell und geil. Die Nike und die Mia machen zusammen Sachen, wo die Alissa und die anderen Mädchen aus der Klasse sich darüber kaputt lachen würden, wenn sie davon wüssten. Wir stellen uns vor, wir wären Spioninnen. So wie zum Beispiel in der Weihnachtsferien. An einem der letzten Ferientage war Nike zusammen mit der Mia im Hallenbad. Sie sind so lange geschwommen, bis Nike gesagt hat: Hey Mia, du hast eine voll blaue Lippe. Und deine Fingerbeere sind so verschrumpelt wie dort die Beeren. Beim Rausgehen haben sie eine Tür entdeckt, wo ein Spalt weit offen gestanden ist. Sie war mit Personal angeschrieben. Hey, wollen wir ein bisschen spionieren? Ich weiss nicht. Bitte, bitte, bitte. Okay. Cool. Der Gang war leer. Also sind sie rasch durch einen Türspalt in den Personalraum hineingeschlüpft. Drinnen war ein ziemliches Buff. Schaufeln sind umeinander gelegen, ein paar Verkehrskegel, ein Becken mit Streusand und in einem Regal hat Mia ein paar komische Flaschen entdeckt. Auf einer hat eine Etikette mit einer Flamme draufgeklebt. Schau, du hast sicher etwas mega Gefährliches drin. Und dann... Mia, es kommt jemand. Die Nike und Mia hatten gerade noch Zeit, sich hinter eine Kiste zu ducken. Da ist auch schon ein Kopf im Türspalt auftaucht. Der Winkele. Psst. Der Plot die Tür offen stehen. Und peng! Ist es stockdunkel. Oh nein, wir sind eingesperrt. Warte schnell, ich kann schauen. Die Mia ist im Dunkeln zur Tür geschlichen und hat vorsichtig die Türfalle abgedruckt. Easy, es ist offen. Komm. Die Nike und Mia sind rasch rausgeschlüpft und haben gerade noch den Winkele-Binkele hinter einer Hausecke gesehen verschwinden. Komisch, was schleicht da hier im Hallenbad umeinander? Ist es nicht schon genug, dass er die Schule kontrolliert und das Kinder blockt? Der Typ ist echt schräg. Der Winkele-Binkele heisst in Wirklichkeit Valo Binkele und ist Hauswart an der Nike und der Mia ihrer Schule. Aber wir nennen ihn alle nur Winkele-Binkele, weil er so pingelig ist und immer rumschreit, wenn etwas kaputt geht. Er läuft immer in weißen Turnschuhen und einem Kapuzenpulli um und wohnt direkt neben der Schule. Und er hasst Kinder. Das ist in der Weihnachtsferien passiert. Jetzt hat die Schule wieder angefangen. Aber eben, Nike hat es nicht geschafft, zum Anzugehen. Und die Mama ist hässig. Sie ist einfach ohne ein Wort zu sagen an die Uni gegangen. Aber die Nike ist nicht allein daheim. Der Jonas ist auch noch da. Wir hörten im Schlafzimmer auf seinem Laptop rumdöckeln. Der Jonas ist der Mama ihr Freund. Schon ewig. Er ist eigentlich ganz okay. Der Nike, ihr Papa, wohnt in Deutschland. Schon seit die Nike 4 ist. Manchmal vermisse ich ihn mega fest. Aber dann rufe ich ihm an. Der Nike, ihr Papa, hat jetzt eine neue Frau, die Jule. Und ihr Sohn, der Ali. Der Ali ist mein Stiefbruder. Wir sind eine Patchwork-Family. Aber wir sehen uns fast nie. Wo die Mutter am Oben heimkommt, ist sie nicht mehr hässig. Sie hat Pizza mitgebracht. Nach dem Essen schauen sie miteinander einen Film über einen Mann und einen Tintenfisch. Der Tintenfisch schwingt im Film seine langen Arme mit Tausenden von Saugnäpfen dran umeinander und slash wird alles um ihn herum schwarz. Grusig.
Eine Nachricht von der Mia. Sie fragt, ob Nike vorhat, noch lang krank zu sein oder ob sie am Samstag abmachen wollen. Nike schreibt sofort zurück. Mega gern abmachen. Am Samstag bin ich wieder gesund. Hey, Spatz. Beim Gute-Nacht sagen schlüpft Nike noch ein bisschen zu der Mama unter die Decke. Weißt du, Spatz, wegen dem nicht in die Schule gehen. Mama. Ich habe auch manchmal Mühe zum Arbeiten und alles fühlt sich grau an. Aber dann muss man sich halt einfach ein bisschen zusammennehmen und muss es hinter sich bringen. Wie wenn man ein Pflaster abreißt. Spatz. Die Nike steht auf und stampft in ihr Zimmer. Nike legt sich in ihre Höhle, aber es dauert lang, bis sie endlich einschläft. Es ist eine lange Woche. Die Tage gehen langsam vorbei. Die Nike bleibt daheim. Ich habe doch gesagt, am Samstag bin ich wieder gesund. Der Samstag kommt und es schneit. Die Nike und Mia treffen sich zum Schlitteln. Später hocken sie bei der Nike im Zimmer auf dem Teppich, zünden einen Haufen Kerzen an und arbeiten an ihrem Projekt weiter. Sie sind gerade dran, die Barbie-Puppe zu einer Punkband umzuteilen. Plötzlich sagt Mia: Ui, schon 9 Uhr. Ich muss heim. Sehen wir uns am Montag? Super, du schaffst das. Jo, am besten mache ich es wie die Mama mit einem beschissenen Pflaster. Ich gehe am Montag einfach wieder in die Schule. Dann habe ich es hinter mir. Und tatsächlich. Am Montagmorgen läuft Nike mit der Mia zusammen Richtung Schule. Der Pausenhof ist voller Kinder. Hinten bei den Veloständern steht die Alissa zusammen mit ihren Freundinnen und giggelt. Der Nike ihre Beine werden sofort langsamer. Es ist, als ob ein Tintenfisch in ihrem Bauch wäre, wo eine dunkle, giftige Tinte versprüht. Die Alissa schaut die Nike an und sagt etwas. Die anderen lachen. Und die Nike rennt davon. Heim. Spatz? Ja. Bin in der Küche. Spatz, was ist passiert? Nichts. Sag, ärgert dich jemand in der Schule? Nein. Also, doch, manchmal, aber das ist ja nicht das Problem. Was ist denn das Problem? Ich weiß es doch nicht. Die Nike rennt in ihr Zimmer und verkriecht sich in ihrer Höhle. Ich weiß es wirklich nicht. Es ist nicht eine einzelne Sache, die sie plagt. Es sind viele verschiedene Sachen. Also, manchmal bin ich ungeschickt und etwas geht kaputt. Dann starren mich alle an und ich hasse es, wenn mich jemand anstarrt. Im Mittagshort stinkt es einmal mega nach Zwiebeln und Putzmittel, dass es mir total schlecht wird davon. Und ständig schupfen sich alle umeinander und schreien wie blöd. Kein Wunder, dass mich die Mama nicht versteht. Ich verstand mich auch selber nicht. Die Weihnachtsferien sind schon seit einer Woche vorbei. Und die Nike ist immer noch daheim. Heute wird ihr Klassenlehrer, der Herr Hasler, vorbeikommen und die Situation besprechen. Die Nike hat wegen dem die ganze Nacht nicht geschlafen. Der Tintenfisch ist wieder da und alles, was er in ihr innen berührt, wird schwarz. Slash! Was läutet, rennt Nike in ihr Zimmer. Sie hört, wie die Mutter aufschließt und mit dem Herrn Hasler redet. Sie redet über meinen Namen. Der Herr Hasler erzählt der Mutter vom grossen Schulhausfest und davon, wie die Schulleiterin der Nike ihren Namen falsch gesagt hat. Nike, hat sie gesagt. Und dass seither die anderen die Nike hänseln. Schießname, Schießfest und Schießschulleiterin. Nach einer Weile klopft es an der Tür. Der Herr Hasler,
überredet die Nike zu einem Spaziergang. Wenn du frei dürftest wählen, wie würdest du denn heißen? Fast hat die Nike jetzt Silvia gesagt. Silvia ist mega schön. Es bedeutet Singvogel. Das hat mir meine Großmutter erzählt. Aber dann sagt sie doch: Irene. Oh. Das ist aber mein zweiter Vorname. Und meine Großmutter hat so geheißen. Schön. Die Nike und der Herr Hasler kommen zum Parkplatz vor der Schule. Es ist Mittagspause und ein Haufen Kinder sind draussen. Der Herr Hasler bleibt stehen. Wenn du willst, kannst du nachher noch mit ins Turnen kommen. Aber du musst nicht, gell? Hallo! Schau, die Mia wartet schon. Hoi, grüezi, Herr Hasler. Hoi Mia. Also dann, bis hoffentlich bald. Bis später. Ade. Macht's gut. Die Mia kann kaum warten, bis der Herr Hasler im Schulhaus verschwindet. Du, der Stefan aus der 6b hat davon rauchen. Was? Echt jetzt? Ja, voll. Alle haben es gesehen. Und weißt du, was dann passiert ist? Er hat gekotzt. Mitten auf dem Pausenhof. Oh, weh, so grusig. Ja. In der Nike ihrem Bauch wird es gerade ein bisschen heller. Komm jetzt. Die Mia zieht die Nike mit auf den Pausenhof. Und sofort ist der Tintenfisch wieder da. Und alles wird schwarz. Slash. Mia, es geht nicht. Die Mia dreht sich um und läuft davon. Mist. Wo die Nike heimkommt, sitzt die Mutter in der Küche und schaut sie traurig an. Spatz, wieso wird's denn immer so? Weil ich so bin, Mama. Aber es sind im Fall deine Gene und du hast mich so erzogen. Vergiss das nicht. Hey, du. Die Mama muss lachen. Zwar nur leislich, fast ein bisschen traurig, aber immerhin lacht sie. Sie holt 2 Glaces aus dem Tiefkühler und die Nike und die Mama sitzen zusammen auf dem Sofa und essen Glace. Zu oben geht Nike noch rasch für den Jonas und die Mutter ins Läden einkaufen. Sie nimmt ihre neue Polaroid-Kamera mit. Die hat sie von der Mutter und dem Jonas als Weihnachtsgeschenk bekommen. Die ist mega cool. Wenn man damit ein Foto macht, kommt das Bild direkt unten aus der Kamera raus. Zuerst ist es ganz schwarz, aber dann wird es langsam heller und verwandelt sich in ein farbiges Foto. Und das ist viel schöner als ein Handyfoto. Nach dem Einkaufen, wo sie auf dem Heimweg am Hallenbad vorbeikommt, hockt ein kleiner Vogel auf dem Boden. Es hat einen schwarz-weißen Kopf und einen grauen Bauch. Oh, eine Bachstelze. Hoi. Das Großmami hat mir immer gesagt, dass, wenn ich eine Bachstelze antreffe, muss ich mit ihr reden. Weil weisst, dann wird es ein gutes Jahr. Also, hoi kleine Bachstelze. Ui, aber solltest du nicht eigentlich noch im Süden sein? Die Bachstelze schaut Nike mit ihren schwarzen Knopfaugen gewunderig an. Die Nike holt ihre Kamera vor und macht ein Foto. Am nächsten Morgen steht Nike ganz früh auf. Heute will sie wieder in die Schule. Aber gerade wo sie die Schuhe anziehen will, hört sie den Jonas zu der Mutter sagen: Oh. Schatz, Hallenbad ist abbrennt. Total, schau mal. Was? Zeig. Auf dem Bild in der Zeitung sieht man eine verkohlte Ruine. Nur noch eine Wand aus Stein steht dort und nebendran ein verrußtes Chemie. Aber wie kann das sein? Das ist ja Wasser. Wasser kann doch nicht mehr brennen. Die Polizei geht von Brandstiftung aus. Was ist das? Mama, was ist Brandstiftung? Ist jemand tot? Nein, Schatz, niemand ist tot. Brandstiftung heisst, dass jemand das Feuer extra gelegt hat. Slash! Der Tintenfisch schleudert seine Tentakel wieder in der Nike ihrem Bauch um. Und sie fängt an zu zittern. Sie rennt in ihr Zimmer und verkriecht sich im Bett. Die Mutter stürmt hinterdrein. Das ist kein Grund zum Schuhschwanzen! Wo die Mutter sieht, wie fest Nike zittert, wird sie still und geht leislich aus dem Zimmer.
Am Nachmittag läutet Nike den Papa an. Hallo? Papa, endlich. Ja, hoi, wie kleine Stumpe. Ich bin keine kleine Stumpe. Stimmt. Geht's dir? Ist alles gut? Das Gute so. Sag mal, willst du nicht bald wieder mal auf Besuch kommen? In der Nike ihrem Bauch fängt es sofort an zu blubbern vor Freude. Oh ja, im April habe ich Frühlingsferien. Im April schon? Ja, wieso nicht? Ich muss aber zuerst mit der Jule besprechen, gell? Immer muss er alles zuerst mit der Jule besprechen. Und sonst, alles okay? Nein, unser Hallebad ist abbrennt. Das Hallebad? So, oh je. Los, ich muss wieder, gell? Hilf's gut, die kleine Stumpe. Tschüss, Papa. Zu oben schaut Nike das Foto von der Bachstelze noch mal an. Im Hintergrund sieht man das Hallebad. Und ein bisschen abseits, hinter einem Busch, steht eine dunkle Gestalt. Die ist ihr bis jetzt noch gar nicht aufgefallen. Das Gesicht kann man zwar nicht erkennen, aber die Reflexweste und die Schuhe sieht man ganz deutlich. Es sind weisse Turnschuhe mit schwarzen Nike-Abzeichen. Am nächsten Tag zeigt Nike der Mia das Foto von der Bachstelze. Die Mia sieht die dunkle Gestalt sofort. Hä? Der Winkeli-Binkeli? Gell? Was macht er so spät noch im Hallebad? Ausgerechnet am Obig vor dem Brand. Du meinst, er hat das Feuer gelegt? Ja, sicher. Schau mal, seine Schuhe verroten ihn doch. Stimmt, hast recht. Hey, weißt du was? Das ist ein neuer Fall für uns. Wir müssen ihn überführen. Yes! Ein paar Tage später kommt eine Schulsozialarbeiterin auf Besuch. Sie hat ein Foto mitgebracht. Die ganze Klasse ist drauf. Sie fragen alle nach dir, Nike. Oder besser gesagt nach der Irin. In der Nike wird es gerade ein bisschen heller, wo sie das hört. Aber dann wird die Schulsozialarbeiterin wissen, wieso die Nike denn nicht in die Schule kommen will. Und alles Helle verschwindet sofort wieder. Und das Dunkle, kleberig Schwarze kommt zurück. Ich will ja. Das ist doch wunderbar. Wenn du gerne wieder zurück in die Schule kommen willst, dann wollen wir ja beide das Gleiche. Du wirst sehen, das kommt gut. Ja, wenn es nur so einfach war. Es gibt ein Wort für das, was die Nike blockt. Schulangst. Und jetzt müssen die Mama und der Jonas in die Schule und mit der Schulleiterin und der Schulsozialarbeiterin über das Problem reden. Aber das Problem bin ich. Die Mia kommt und leistet der Nike Gesellschaft, während die Mutter und der Jonas in der Schule sind. Okay, schauen wir unseren Fall an. Alles deutet darauf hin, dass der Winkeli-Binkeli das Hallebad abbrennt hat. Erstens das Motiv. Also, er hasst Kinder und Kinder schwimmen ja gern. Genau. Zweitens, er war am Oben vor dem Brand am Tatort. Das Foto von der Bachstelze beweist. Genau. Der Fall ist klar. Jetzt müssen wir ihn nur noch überführen. Oh, wir verhören ihn. Ja, und wenn er begreift, dass wir ihn verdächtigen, wird er nervös. Und wenn er nervös ist, macht Fehler und verrotet sich. Genau. Die Mutter und der Jonas sehen müde aus, als sie von der Schule zurückkommen. Und? Sie sagen immer nur das Gleiche, dass du zurück an die Schule musst. Aber wie das soll gehen, wissen sie nicht. Am nächsten Nachmittag schreibt Mia der Nike. Es geht los. Komm sofort zum Pausenhof. Okay. Als die Nike bei der Schule ankommt, wartet Mia schon ungeduldig. Der Winkeli-Binkeli steht mitten auf dem Hof und hackt mit einer Schaufel auf einem Eisklotz um. Die beiden Mädchen gehen auf ihn zu. Was machen Sie da? Ich mache im Frühling ein bisschen Bein. Man könnte den Schnee ja auch wegbrennen. Genau. Hey, ja, das wär's noch. Gute Idee. Oh, am besten mit einem Bunsenbrenner. Richtig. Sie haben es ja schließlich gern, wenn es brennt.
Wie kommst du jetzt auf das? Was erzählst du für ein Seich? So, geh weg jetzt. Lass mich in Ruhe, ich muss hier weiterarbeiten. Die beiden Mädchen rennen davon und sind sich einig. Der Winkeli. Es ist sehr verdächtig, Benno. Wo die Mia in die Klavierstunde geht, spaziert Nike noch ein bisschen draussen umeinander. Der Frühling ist tatsächlich schon am Kommen. Überall in den Büschen und Bäumen zwitschern die Vögel. Die Nike bleibt stehen und macht die Augen zu. Sie probiert sich zu besinnen, welcher Vogel wie tönt. Das hat sie vom Großmami gelernt. Die war eine richtige Vogelspezialistin. Das Kohlmeisli ist am einfachsten. Tititü, tititü, tititü. Hey Nike, selber tititü, tititü, tititü. Die Nike macht die Augen auf. Stefan? Er grinst frech und schlendert davon. Oh nein, so peinlich. Am nächsten Tag wollen die Nike und die Mia beim abbrennenden Hallenbad ermitteln. Das ganze Gebiet ist abgesperrt. Aber die beiden schlüpfen einfach unter dem Absperrband durch. Alles ist schwarz und voller Asche. Und tatsächlich, nur noch eine Mauer mit einer langen Leiter dran und das Chemie sind übrig. Man kann direkt ins Schwimmbecken hineinschauen. Unter einem verkohlten Gebüsch findet Mia einen Zigarettenstummel und ein kleines silbriges Feuerzeug. Hä? Schau mal. Du hast etwas eingraviert. WB. WB. Hallo, Winkeli. Das gehört ein Winkeli. Krass. Du, nimm du's mit. Die Nike steckt das Feuerzeug in den Hosensack. Ein paar Tage später geht die Mutter mit der Nike zu der Kinderärztin. Die Ärztin untersucht Nike und hat einen Haufen Fragen. Wie sie nachts schläft und was sie isst. Und sie verschreibt ihr ein Mittel, das ihr beim Einschlafen helfen soll. Nach der Kinderärztin ladet die Mama die Nike in eine vornehme Konditorei ein. Sie trinken Tee und essen Kuchen und schwätzen über alles Mögliche. Es ist sehr schön. Und in der Nike innen ist es hell und gel. Auf dem Heimweg fahren sie mit dem Bus am abbrennenden Hallenbad vorbei. Die Nike schaut schnell weg. Spatz, was ist? Weißt du etwas über den Brand? Hey, es ist extrem wichtig, dass du sagst, wenn du etwas gesehen oder gehört hast. Hallo, hast du gehört? Aber die Nike sagt immer noch nichts. Sobald sie wieder daheim sind, schickt Nike der Mia eine SMS. Wir müssen zur Polizei. Die Mia hat offenbar genau das Gleiche gedacht. Sie ist sofort einverstanden. Und eine halbe Stunde später stehen die beiden mit dem Feuerzeug und dem Foto von der Bachstelze draussen vor dem Polizeiposten. Aber du schwätzest. Nein, du hast ein Foto gemacht. Hä, nein, aber du hast das Feuerzeug gefunden. In dem Moment halten ein Polizeiauto vor dem Eingang. Und eine Polizistin und ein Polizist steigen aus. Nike nimmt ihren ganzen Mut zusammen und spricht die Polizistin an. Die nimmt Nike und die Mia mit zu sich ins Büro. An der Wand hängen ein Haufen Bilder. Unter anderem eine Zeichnung vom Hallenbad und ein Foto von einem Schuhabdruck im Schnee. Die Nike holt das Foto von der Bachstelze vor und zeigt es der Polizistin. Sie erklärt ihr, wer die dunkle Gestalt im Hintergrund ist. Die Polizistin schaut das Bild genau an und sagt, sie will es einscannen. Während sie am Scannen ist, fotografiert Nike heimlich mit ihrer Polaroid-Kamera das Bild vom Schuhabdruck. In dem Moment dreht sich die Polizistin um, merkt es und wird verrückt.
Die Nike will ablenken und holt rasch silbrige Feuerzeug führen. Aber die Polizistin ist immer noch hässig, schaut es nicht einmal an und schickt die Nike und Mia heim. Tja, wir haben es probiert. Ist schon klar, dass sie uns nicht ernst nehmen. Dann müssen wir halt den Fall allein lösen. Fragt sich aber nur wie. Weißt du was? Wir verkleiden uns und spionieren den Winkeli aus. Oh ja. Komm, wir fahren zum Paradiesladen! Gerade neben dem Bahnhof gibt es den Laden Paradies mit Kostüm und 1000 anderen Sachen. Dieser Laden ist der allerbeste Laden auf der Welt. Wirklich, ein Paradies. Da gibt es Perücken in allen Farben, Theaterblut, Spionier- und Detektivsachen. Die Mia entscheidet sich für ein Nachtsichtgerät. Und Nike will den Stift mit unsichtbarer Tinte haben. So etwas braucht es zum Spionieren. Und als nächstes brauchen wir eine gute Verkleidung. Die Mia verschwindet in der Umkleidekabine und kommt nach einer Weile als Polizist wieder raus. Oh, mega! Jetzt braucht es nur einen Schnauz. Die Mia verschwindet nochmal in der Umkleide und taucht gleich darauf ab als Clown wieder auf. Sie fährt auch rumtanzen und mit dem Foodie wackeln. Die Nike kriegt einen Lachanfall. Plötzlich verliert sie das Gleichgewicht, geht und reißt aus Versehen einen Astronautenhelm mit. Sofort steht der Securitas-Mann da. Er sieht verärgert aus. Die Nike kriegt Panik. In ihrem Kopf wird es ganz leer und in ihrem Bauch breitet sich der Tintenfisch aus. Slash! Die Nike rennt davon, aus dem Laden raus und immer weiter fort. Ewig irrt sie draussen umeinander, bis sie irgendwann wieder zum Laden zurückgeht und durchs Schaufenster linst. Kein Securitas-Mann. Und auch kein Mia. Die Nike holt ihr Handy führen. Mist. 9 Anrufe der Mia. Wo die Nike zurückläutet, nimmt Mia nicht ab. Und Nike muss allein heimfahren. Am Oben hat Nike immer noch nichts von der Mia gehört. Sie ist sicher mega hässig. Oh, hoffentlich hat der Securitas mal nicht angetan. Was für ein Kacktag. Morgen muss ich auch noch mit der Mama zu so einem scheiß Kinderpsychologe. Mein Leben ist auch scheiße. Am nächsten Morgen verwacht Nike und hat total Bauchweh. Als erstes checkt sie ihr Handy. Immer noch nichts von der Mia. Dann kommt die Mutter rein. Guten Morgen, Spatz. Sie gibt sich wirklich Mühe. Sie hat extra Gipfel zum Morgen geholt. Du musst einfach ganz ehrlich alle Fragen beantworten. Du kannst gar nichts Falsches sagen. Alles, was du erlebst, ist schließlich wahr. Oder, Spatz? Spatz! Ist mir doch scheißegal, was der Psychologe denkt. Komm, wir schaffen das. Am Ende ist der Psychologe ganz okay. Er stellt klare Fragen und hört genau zu, was die Nike sagt. Und welche Schulfächer interessieren dich denn am meisten? Englisch und Mathe. Aber, im Moment arbeite ich ja daheim. Genau, das habe ich gehört. Magst du erzählen, wieso du nicht in die Schule gehen kannst? Nein. Okay. Ich weiß es ja selber nicht. Weil es sind so viele Sachen. Aber vieles ist auch gut. Und dann erzählt Nike dem Psychologe vom Herrn Hasler, der nett ist, und vom Englischunterricht, der okay ist, und von der Mia. Dann wird sie still. Und was ist nicht gut? Ich weiß es doch nicht. Aber dann erzählt Nike doch ein bisschen. Die Wörter kommen nur ganz langsam raus. Eins ums andere. Der Psychologe hat Geduld und hört zu. In der Tagesstruktur, am Mittag, gibt es immer eine mega lange Warteschlange. Und alle drängeln und schupfen. Und die ganze Zeit ist so laut. Und alle sind viel zu nahe.
dann stinkt es nur nach Fleisch. Und ich hasse Fleisch. Und was macht das mit dir? Ja, also der Gestank, der schnürt mir den ganzen Hals zu. Im Klassenzimmer verstand ich nicht, was der Herr Hasler sagt, weil es sind einfach so viel Geräusche. Die Nike muss noch einen Haufen Test machen. Der Psychologe hat noch Entspannungsübungen gezeigt. Und dann sagt er noch: Weisst, du darfst auch mutig sein. Und wenn du nicht einschlafen kannst, dann machst du die Übungen. Oder du hörst schöne Musik oder den Podcast Schlummerland. Probier es einfach aus, weil es gibt nicht nur eine Methode, die hilft. Es gibt viele verschiedene. Es ist einfach ein Ausprobieren. Okay? Okay. Sie haben noch Entspannungsübungen wiederholt und wo dann endlich alles überstanden ist, fühlt sich Nike so leicht, dass sie die ganze Stege vom Gebäude auf ein Bein runterhüpft. Daheim holt sie sofort das Handy führen und ruft den Papa an. Es ist der Ali, ihr Stiefbruder, der abnimmt. Hallo? Hi, ich bin's. Hi, wie geht's? Gut. Ist Papa da? Nein, der ist nicht zu Hause. Oh. Also, kommst du mal wieder auf Besuch? Ja, vielleicht an Ostern. Nee, das geht nicht. Hä, warum? Ja, dann sind wir schon im Legoland. Die Nike spürt, wie ihre Augen anfangen brennen. Legoland. Das hat der Papa ihr immer versprochen. Und nie sind sie dort ane. Die Nike stellt das Handy ab, ohne Tschüss zu sagen. Zu oben kommt endlich eine Nachricht von der Mia. Es geht etwas. Morgen Nachmittag nach der Schule beim Pausenhof. Nike schreibt sofort zurück. Mega gern. Bis dann. Schon am 3:20 sitzt Nike auf dem Bänkchen neben dem Pausenhof und wartet. Aber die Mia kommt nicht. Am 3:20 ist klar. Sie haben mich verarscht. Logisch, als Strafe. In dem Moment humpelt eine alte Frau in einem braunen Mantel vorbei. Sie hat einen krummen Rücken und stützt sich auf einen Stock. Ja, wer bist denn du? Ja so, du heissest Guten Tag, kleine Was? Nein, Tada! Mia! April, April. Stimmt, 1. April, voll vergessen. Ich hab dich gar nicht erkannt. Du hast mir einfach hocken lassen im Paradiesladen. Es tut mir leid, Mia. Echt. Ich wollte das nicht wollen. Es ist einfach passiert. Schon gut, aber mach das nicht mehr. Versprochen? Die Mia zieht eine graue Perücke vom Kopf. Die habe ich dann noch gekauft. Oha. Und es nacht sich gerade auch. Ehrlich? Und du, das ist für dich. Die Nike nimmt den Stift mit der unsichtbaren Tinte und druckt ihn fest an sich. Danke. Du bist die Allerbeste. Schon gut. Komm jetzt. Wollen wir zu dir oder zu mir? Dank der Mia ihrem Aprilscherz wissen Nike und Mia jetzt, dass der Mia ihre Verkleidung funktioniert. Sie wollen den Winkeli-Binkeli ausspionieren, ohne dass er sie erkennt. Die Osterferien fangen an und sie hatte jetzt wunderbar Zeit für ihre Ermittlungen. Aber die Mia wird krank. Die ganze Ferien muss sie im Bett bleiben. Und die Nike hockt allein daheim und weiss nicht, was machen. Es ist so langweilig und niemand hat Zeit. Aus dem Besuch beim Papa wird auch nicht. Da ist mit der Jule und dem Ali im Legoland. So ein Scheiß und ich bin ganz allein. Wo die Mia endlich wieder gesund ist, treffen sich die beiden bei der Nike daheim und schließen sich im Badzimmer ein. Nike schminkt der Mia Runzeln ins Gesicht, malt ihr um die Augen um dunkle Schatten und mit weißer Schminke macht sie ihre Nase grösser und ihre Lippen bleicher. Das hat sie alles in einem YouTube-Video gesehen. Fertig. Wow, ich sehe aus wie 100. Die Mia zieht die graue Perücke an, schlüpft in den braunen Mantel und nimmt den Stock in die Hand. So, komm.
Nike und Mia machen sich auf den Weg zum Schulhaus. Dort verstecken sie sich hinter einem Gebüsch, nicht weit vom Schulwart seiner Wohnung. Es fängt schon an eindunkeln und im Fenster brennt Licht. Der Winkeli, er ist daheim. Jetzt geht's los. Komm, Mia. Oh nein! Die Mia ist im Gebüsch hängen geblieben. Jetzt bambelt ihre Perücke an einem Zweig. Aber bevor Mia sie packen kann, geht die Tür auf. Und der Schulwart kommt raus. Er hat einen Mistkübelsack in der Hand. Blitzschnell schmeißen sich Nike und Mia auf den Boden. Der Schulwart schläft mit seinem Mistkübelsack zum Container und bleibt genau vor dem Gebüsch mit der Perücke stehen. Die Nike und Mia halten die Luft an. Der Winkeli schnappt die Perücke und schläft damit weiter zum Container. Er geht sie zusammen mit dem Mistkübelsack rein und schläft zurück ins Haus. Die Nike und Mia schnaufen aus. Wo hast du das knapp gesehen? Hast du gedacht, er verwünscht uns? Ja, ehrlich. Die Mia schleicht vorsichtig zum Container und fischt ihre Perücke raus. Wo sie zurückkommt, hat sie noch etwas anderes in der Hand. Schau, ein Brief. Lies vor. Sehr geehrter Herr Winkeli. Der Winkeli? Leider gehören Sie zu denjenigen, von denen wir uns aufgrund des Übergangs zu einem elektronischen Überwachungssystem für das städtische Hallenbad trennen müssen. Hä? Wir bedauern sehr, Sie als Wachmann entlassen zu müssen. Was? Also, ist der Winkeli ein Wachmann gewesen? Also, ich habe ihn noch nie gesehen. Ich auch nicht. Aber, Mia, das ist es. Was? Also, das ist das Motiv. Rache. Er hat das Hallenbad angezündet, weil sie ihn ja entlassen haben. Stimmt. Der Fall ist gelöst. Du hast recht. Jetzt müssen wir ihn ja nur noch überführen. Aber wie? Komm ich ganz schnell zu mir heim. Ich habe eine Idee. Die Mia will dem Schulwart eine Falle stellen und ihn dazu bringen, alles zuzugeben. Das Geständnis wird sie filmen und der Polizei schicken. Gute Idee, oder? Ich weiss nicht, Mia. Das ist doch viel zu gefährlich. Was ist, wenn der Winkeli wütig wird und aus Wut noch mehr Häuser anzündet? Ah, Quatsch. Sobald sie in der Mia ihrem Zimmer sind, klappt sie ihren Laptop auf und fängt an zu googlen. Sie geht auf die Homepage der Stadtverwaltung und liest nach, wer dort in der Abteilung für Kultur und Freizeit schafft. Mia, was soll das? Warte. Siehst du? Perfekt. Du schaffst Beatrice Dunkel. Schau dir mal das Foto an. Die hat genau die gleichen grauen Haare wie meine Perücke. Ja und? Checkst du nicht? Nein. Ich schicke im Winkeli eine E-Mail und tue es so, als wäre ich sie. Aber wie? Warte, ich zeig's dir. Die Mia macht unter dem Namen von der Beatrice Dunkel einen neuen E-Mail-Account auf. Wie das geht, hat sie googelt. Ist mega einfach. Habe ich schon mal gemacht. Mit dem neuen E-Mail-Account schreibt Mia im Winkeli eine Nachricht. Jetzt zeig mal, was hast du geschrieben? Schau. Sehr geehrter Herr Winkeli, ich habe etwas gefunden, was Ihnen gehört. Kommen Sie morgen, Sonntag um 21 Uhr, zum Parkplatz vor dem Hallenbad. Dann kriegen Sie es zurück. Es grüßt Beatrice Dunkel. Ui, klingt wie ein Krimi. So, jetzt warten wir auf seine Antwort. Und die kommt sofort. Sehr geehrte Beatrice Dunkel. Okay, ich komme. Gruß, W.B. Yes! Aber die Nike fühlt sich immer noch nicht wohl bei dieser Sache. Mia, ich glaube, wir sind zu weit gegangen. Der Winkeli ist gefährlich. Echt jetzt. Okay, hast du eine bessere Idee? Wie wär's mit, wir verstecken uns und filmen den Winkeli, wenn er zum Parkplatz kommt. Dann sieht man seine Schuhabdrücke im Schnee. Also gut. Dann machen wir es halt so, wie du sagst. Aber wir müssen ganz nah anzoomen, dass wir die Abdrücke ganz deutlich sehen. Ja, sicher. Und dann schicken wir den Film der Polizei, damit sie die Abdrücke mit denen vergleichen können, die sie im Hallenbad gefunden haben. Gut, so machen wir's.
Es ist soweit. Es ist Sonntag oben, dunkel und kalt. Die Nike sitzt zuoberst oben auf der Leiter, die früher zum Hallenbaddach aufgeführt hat. Das Dach selber ist abgebrannt. Aber die eine Wand mit der Leiter dran ist stehen geblieben. Die Nike zittert und weiss nicht, was machen. Dabei hat alles so gut angefangen. Die Nike und Mia sind zum Parkplatz vom abgebrannten Hallenbad geschlichen. Die Nike hat sich mit ihrem Handy hinter einem Gebüsch versteckt. Und Mia hat mitten auf dem Parkplatz ein weißes Fähnchen in den Boden gesteckt, wo sie daheim mit roter Farbe «Valo Binkeli» draufgeschrieben hat. Mit diesem Fähnchen haben sie den Schulwart über den Platz locken, damit sie seine Schuhabdrücke im Schnee filmen können. Aber dann ist plötzlich alles schief gegangen. Der Schulwart ist viel zu früh auftaucht und Nike hat Panik bekommen. Sie hat Mia einfach stehen lassen und ist davon gerannt. In der Not ist ihr nichts Besseres in den Sinn gekommen, als die Leiter vom abgebrannten Hallenbad aufzuklettern. Und da sitzt sie jetzt. Und weiss nicht weiter. Was mache ich jetzt? Der Schulwart hat sie noch nicht gesehen. Er steuert gerade mit grossen Schritten auf die Mia zu. Shit, ich muss ihn ja filmen. Nike stellt die Handykamera an und zoomt an den Schulwart an. Er steht jetzt genau vor der Mia. Du hure Saugo, was soll das? Nein, jetzt haut der Herr, es spinnt da. Der Tintenfisch in der Nike ihrem Bauch taucht auf und schießt ein langes, schwarzes Tentakel bis in ihren Hals auf. Slash! Die Nike kriegt fast keine Luft. Sie will von der Leiter kumpen, davonrennen und sich irgendwo verstecken. Aber dann sieht sie der Mia ihre Augen. Sie hat Angst. Ich muss ihr helfen. Die Nike drückt den Tintenfisch zurück in den Bauch und ruft: Herr Binkeli, ich nehme im Fall alles auf. Der Schulwart dreht sich um und sieht Nike oben auf der Leiter sitzen. Er stürzt sofort auf sie zu. Nein, er kommt. Jetzt ist es die Mia, die der Nike hilft. Wir wissen, dass sie das Hallenbad abbrennt haben. Was schnurrst du? Wir wissen, dass sie entlassen worden sind. Sie haben das Hallenbad abbrennt. Aus Rache. Wir haben Beweis hier. Rasch holt Mia das Foto vom Schuhabdruck aus dem Hosensack und streckt es dem Winkeli an. Ihr meint schon, ihr gehört zu den ganz Schlauen, hä? Aber versteht ihr überhaupt nicht? Was verstehen wir nicht? Wir haben sogar einen Zigarettenstummel mit ihrer DNA-Spur gefunden. Oh, der Schuhabdruck hier ist gar nicht von mir. Ich habe Nike-Schuhe. Und das hier ist ein Adidas-Abdruck, das sieht doch jeder. Und geraucht habe ich auch noch nie. Jetzt geht den beiden Mädchen langsam auf, dass sie sich getäuscht haben. Die Mia lässt den Kopf hängen und Nike stellt die Handykamera ab und klettert die Leiter durchab. Ja, jetzt kommt ihr euch ein bisschen blöd vor, hä? Wisst ihr was? Jetzt ist fertig. Los, hopp, heimgehen. Der Kindergarten hier interessiert mich nicht, ich habe Besseres zu tun. Der Schulwart will davonstapfen, aber die Nike holt rasch das silbrige Feuerzeug führen. Herr Binkeli, Hä? das haben wir vor dem Hallenbad gefunden. Sie können es wieder haben. Das ist nicht meins. Ich habe doch gesagt, ich bin Nichtraucher. Er schaut Nike einen Moment lang an. Du, ich habe gehört, dass sie dir Nike nachrufen. Das ist völlig birrenweich. Es heisst gar nicht Nike. Wenn schon, dann heisst es Nike. Das weiss doch jeder, der ein bisschen Englisch kann. Er schüttelt den Kopf. Dann läuft er davon. Schräger Typ. Ja, voll. Die Nike und Mia laufen heim. Keine sagt ein Wort. Vor der Nike ihrem Haus umarmt Mia die Nike plötzlich ganz fest. Diesmal bist du nicht davon gerannt. Du bist krass mutig. Daheim im Bett kann die Nike nicht einschlafen. Keine Musik hilft und auch kein Podcast. Alles ist völlig durcheinander. Ständig geistern ein Haufen Bilder in ihrem Kopf um. Sie schlüpft aus dem Bett und schleicht in die Stube. Aus dem Schlafzimmer tönt der Mama ihre Stimme. Kraus!
eigentlich, was ich sage? Unsere Tochter ist nicht gesund. Papa. Logisch, das kannst du leicht sagen, sie ist ja nie bei dir. Du musst jetzt eine Weile zu dir nehmen. Ich mag nicht mehr. In der Nike innen fängt es abrodeln. Alles wird rot und der Tintenfisch taucht auf. Schlimmer denn je. Slash, slash, slash. Die Nike rennt in ihr Zimmer und schlätzt die Türen zu. Ihr Kopf explodiert fast. Sie stürzt zum Regal und reißt alles raus, was ihr in die Finger kommt. Die Mama und der Jonas kommen anzurennen. Aber Nike schiebt den Schreibtisch vor die Türe und blockiert sie. Sie ist auf einmal unglaublich stark. Schatz, bitte mach auf! Nein! Prinzessin, bitte! Hau aber lass mich in Ruhe! Ich halte es nicht mehr aus, ich muss hier weg. Der Jonas probiert Türen aufzubrechen. Wie ein Rambock schmeißt er sich gegen die Türen. Die Nike spürt plötzlich eine irrsinnige Wut in sich. Nike! Komischerweise fühlt sich das gut an. Nike! Wo der Jonas zum zweiten Mal gegen die Türe knallt, hat sie schon das Fenster aufgemacht, einen Pulli übers Pyjama gezogen und sich aufs Fensterbrett gestellt. Blitzschnell klettert sie den Dachkennel ab und rennt los. Es ist, als ob ihre Beine nicht ihre Beine wären, sondern die von jemand anderem. Sie rennen wie selber mit ihr in den Wald. Äste peitschen ihr ins Gesicht. Es ist stockdunkel, aber die Nike sieht und spürt nichts. Sie hat nur eins im Kopf. Meine eigene Mama will mich nicht mehr haben. Meine eigene Mama will mich nicht mehr haben, weil ich so falsch bin. Irgendwann werden der Nike ihre Beine langsamer. Sie hört ihren eigenen Schnuff, spürt, wie nass und kalt ihre blutigen Füße sind, sieht die Umrisse von den Baumstämmen und Büschen und merkt, Ich habe mich verirrt. langsam lässt ihre Wut nach und die Angst kommt. Hallo? 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 Da schmeckt es nach Rauch. Die Nike sieht etwas Oranges zwischen den Bäumen aufleuchten. Eine Zigarette. Da ist jemand. Die Nike kriegt Panik und ihre Beine gehen nach. Wie gelähmt bleibt sie auf dem kalten Waldboden liegen. Nein, bist du das? Der Stefan aus der 6b. Er zieht Nike wieder auf die Beine. Komm, du kannst nicht liegen bleiben. Viel zu kalt. Er sieht ihre blutigen Füße und die dreckigen Pyjama-Hosen. Bist du von deinem abgehauen? Die Nike gibt keine Antwort. Warte. Er zieht seine alte Lederjacke aus und legt sie der Nike über die Schultern. Er nimmt ihre Hand und läuft los. Still laufen sie nebeneinander durch den Wald. Immer weiter. Bis sie zu einer Strasse kommen und dann weiter der Strasse entlang. Irgendwann stehen sie vor einem Pausenhof. Was machen wir da? Da wohnt ein Freund von mir. Komm. Der Stefan zieht Nike zum Schulwart seiner Wohnung und läutet. Ausgerechnet. Der Schulwart macht auf und sieht Nike. Oh, wer haben wir denn da? Eine von diesen zwei Detektivinnen. Der Stefan versteht nicht, was der Schulwart meint. Er stiefelt, immer noch mit der Nike an der Hand, einfach am Schulwart vorbei in die Wohnung hinein. Der Schulwart schaut Nike besorgt an. Was ist passiert? Hat er einen Weg gemacht? Sie ist von deinem abgehauen. Können wir kurz bleiben? Ich glaube, das ist nicht so eine gute Idee. Bitte. Der Schulwart schüttelt den Kopf. Er will, dass sie der Nike ihren Eltern anrufen. Aber dann geht er doch nach. Ja, dann halt. Aber nur kurz. Wenn der heiße Schocke. Für mich lieber einen Tee. Für mich auch. Also gut. Tee. Aber dann müssen wir wieder gehen. He? Beide. Er tischt Tee, Butter und Brot auf.
Während Nike isst und trinkt, unterhalten sich der Stefan und der Schulwart über alles Mögliche. Die Nike will zuhören, aber die Wärme macht sie ganz müde. Sie kann kaum mit den Augen aufhalten. Plötzlich kommt der Nike das silbrige Feuerzeug wieder in den Sinn. Es ist immer noch in ihrem Hosensack. Der Schulwart geht in die Küche und Nike holt das Feuerzeug führen. Der Stefan starrt sie mit grossen Augen an. Woher hast du das? Das gehört meinem Vater. Mein Vater? Ja, schau, WB. Werner Braun. Ich habe es überall gesucht. Aber es ist irgendwie verschwunden. Er ist brutal hässlich geworden. Ein guter Moment, bis Nike begreift. Du rauchst, hängst das Nachtelei draussen rum und hast das Feuerzeug beim Hallenbad verloren, bevor es abbrennt ist. Was? Spinnst du? Glaubst doch nicht, dass ich das gesehen bin? Der Stefan nimmt das Feuerzeug und steckt es in den Hosensack. Echt jetzt? Das bin wirklich nicht ich gesehen. Der Schulwart kommt mit ein paar alten Turnschuhen und legt sie den Nike vor die Füße. So, ihr zwei. Jetzt ist aber Zeit. Schau, da ist noch ein paar Turnschuhe. Sind zwar viel zu gross, aber besser als nichts. Also kommt. Die Nike zieht die riesigen Schuhe an und läuft mit dem Stefan los. Der Stefan begleitet Nike noch bis vor ihre Haustüre. Dann saust er davon. Die Nike läutet und die Mama kommt aufmachen. Sie sieht total aufgelöst aus. Ihre Backen sind geschwollen und die Haare total verstrubbelt. Sie umarmt Nike ganz fest. Spatz. Hey. Was ist passiert? Hä? Die Nike ist viel zu müde, um etwas zu sagen. Sie lässt sich reinführen, duschen, abtrocknen und ins Bett bringen. Sie schläft sofort ein. Am nächsten Morgen kommt die Mutter ins Zimmer und setzt sich auf die Bettkante. Es tut mir leid, Spatz, was gestern passiert ist. Aber warum bist du denn einfach abgehauen? Die Nike dreht sich um und schaut zum Fenster raus. Die Mutter seufzt und steht auf. Sie entdeckt das Foto von der Bachstelze. So ein schönes Foto. Hast du das wirklich im Januar gemacht? Du, da sollte die arme Bachstelze ja gar nicht da sein. Ich habe gelesen, dass Forscher letztens einen Schwarm Bachstelze untersucht haben. Die haben die Vögel gechippt und auf der Reise in den Süden und wieder zurück beobachtet. Die Vögel sind aber wegen dem Klimawandel viel zu früh zurückgekommen und die Nester, die sie dann hier gebaut haben, die sind zu feucht und zu kalt gewesen. Sodass sie nach einer Weile noch mal neue Nester bauen. Ich weiss nicht, was haben sie gesagt, im Chemie... Hey, Mama, das ist es doch. Was? Das Chemie vom Hallenbad. Wenn die Bachstelze dort im Chemie ihr Nest gebaut hat sie damit sicher das Chemie verstopft. Kannst du nicht verbrennen, wenn das Chemie verstopft ist? Herr Spatz, ich glaube, du hast gerade das Rätsel vom Hallenbadbrand gelöst. Jonas! Jonas, wir müssen die Polizei anrufen! Zu oben kommt die Mutter wieder zu der Nike ins Zimmer. Hättest du noch ein bisschen Platz für mich? Die Nike nickt und die Mama schlüpft zu einer unter die Decke. Sie fängt an, der Nike den Rücken zu kräbeln, so wie früher noch. Ich habe gehört, was du gestern am Telefon zum Papa gesagt hast. Dass du mich nicht mehr willst, weil ich krank im Kopf bin. Aber wenn nicht einmal mehr du mich willst, weiss ich auch nicht, was ich machen sollte. Hey, lieber Schatz, ich war doch einfach einen Moment lang total müde und hatte genug von allem, was gerade ist. Aber doch nicht von dir. Dich wollte ich doch immer haben, egal was ist. Oh, der Papa? Ja. Stellst du gerade auf Laut? Sali. Hallo, Papa. Nike, wie kleine Stumpe. Papa, ich habe doch gesagt, du sollst mich nicht mehr so nennen. Jetzt lass mal gut zu, junge Dame. Nike ist der allerbeste Name, was es gibt. Nike ist die strahlende Siegesgöttin von der alten Griechen. Papa, das habe ich schon 100-mal gehört. Aber dann erzählt der Papa doch etwas Neues. Als Mama und ich einander das erste Mal begegnet sind, haben wir uns wahnsinnig ineinander verliebt.
Und wo du dann später geboren bist, sind wir die glücklichsten Menschen auf der ganzen Welt gewesen. Wir wollten ihr einen Namen geben, der Glück bringt. Nike, die Siegesgöttin. Ja, und Irene haben wir als zweiten Namen ausgesucht, weil es Großmami so geheißen hat. Und weil die Irene auch eine griechische Göttin ist. Göttin vom Frieden. Genau. Die wilde Siegerin und der milde Friede. Wir wollen, dass du beides in dir hast. Aber du darfst natürlich selber entscheiden, wie du heissen willst. Du bist alt genug. Und vergiss nie, Mama und ich haben dich sehr, sehr gern. Mehr als alles andere auf der Welt. Und sobald die Sommerferien anfangen, kommst du zu uns auf Besuch. An Ostern ist ja leider ein bisschen schief gegangen. Oh, loset, jetzt muss ich wieder. Tschüss zusammen. Tschüss. So ist er, der Nike, ihr Papa. Im einen Moment ist er da und im anderen wieder verschwunden. Eigentlich ist es immer nur die Mama, die immer da ist. Die Nike spürt, wie die Welt wieder ein bisschen heller wird. Als Nike am nächsten Morgen in die Küche kommt, sitzt Mama am Küchentisch, strahlt über das ganze Gesicht und liest Zeitung. Spatz, hör mal. Schülerin löst Rätsel um Brand in Hallenbad. Da steht ganz groß auf der ersten Seite. Zeig mal. Im Artikel wird erzählt, dass der Brand durchs Nest von einer Bachstelze im Chemie ausgelöst worden ist. Und dass eine Schülerin, nämlich die Nike, das herausgefunden hat. Es steht auch vom Klimawandel, was das Verhalten der Vögel immer mehr durcheinander bringt. Und dass der Regierungsrat in Zukunft bei der Stadtplanung mehr an die Klimafragen denken will. Als Nike das liest, jubelt alles in ihr. Machst du auf? Es ist Mia. Auch sie strahlt. Hey, zieh die an. Wieso? Wir müssen danken Joel. Komm, das schaffst du. Du bist die mutigste von der ganzen Welt. In der Nike ihrem Bauch wird's warm. Okay. Die Nike und Mia rennen den ganzen Weg in die Schule. Auf dem Pausenhof steht Alissa mit ihrer Clique. Da sie die Nike sieht, verdreht sie die Augen. Die Nike bleibt stehen. Was ist? Mia, weisst, ich muss es heute nicht schaffen. Aber ich will. Und dann taucht eine Gestalt in löchrigen Jeans und einer alten Lederjacke neben dem Schulhaus auf. Der Stefan? Er ruft über den ganzen Pausenhof. Nike, Nike, I do like. Und auf einmal weiss Nike. Heute schaffe ich's. Ich heiße Nike Silvia Irene und ab heute gehe ich wieder in die Schule. SRF Kids Hörspiel. Hat dir die Geschichte gefallen? Es gibt noch viel mehr. Abonniere jetzt den Podcast und du verpasst nie eine Geschichte. Das war ein Podcast von SRF. Produziert im Auftrag der SRG.